vrij ons werkelijk in alle in leven zijn. Ik zie je spont wat je hast. In Brazil, in het 2010 jaar, waar hij pot is. Toen gaan ze dit jaar datzelfde thema daar. Op Gottes stem hier. En ik zei hier boven staat groot, harch. So we waren mal even dort, was je van jou hier. Wel we bidden. Dankzij Jezus voor Norberto zijn leven. We loven prijzen die dat je hem hier gebracht hast. En we bidden Segnung en Heilung über zijn leven. En einfach nemen dit voet aan wat u nu voor ons hast. In die naam Jezus. Seid ihr alle taub? Amen. Amen. Goed morgen. Vreemd je wat hier te zijn. Schijn met de beeldschouw te duinen en te aanrichten. En zijn ervoor dat alle hertjen. Zo verder dat we om de timer gewoon als Edward even opspraak, dan val je wat bij. Dat is zo dat we een kosten bijzet. Dan fällt mir dat manchmal bij, wenn wir Jesus nur ans Haus mal worden einladen. Het lijkt aan we kleine groepen. Wenn es in Brasil ist, so, wenn kleine Gruppen taub kommen in ein Haus, dann wird da Ordnung geschaffen. Dann wird das alles anders. De zool waar de mensen alle aanzetten moeten, de stijl en de zoveel moeten traag geschoven. Is het niet zo? Is het zo? Bij jullie ook? Dat is niet room voor allen. En dan op eenmaal wat room gemaakt. En dan kan het ook zo zijn, oder dan erst manchmal ook nog geld eten. De tjena wonderen zich wel dat op eenmaal zo geld eten is. En dat kan ook zo wie komen dat we dat irgendein Mensch so 2-3 Tage bei uns mal als Gast ist. Ich habe vielmal bei uns Gastredner gehabt oder Gastredner gehabt. Die schleifen dann, die eiten dann und dann bewundern sich die Tschechen wirklich. Nur auf einmal ist ein Ischop ganz besonders, was niemand ist, wann sietus sind. Bloß für die Jagd. Das ist bloß für die Jagd. Aber was mich beifällt und was mich interessant ist, en wat ik ten deintje braucht, is, wenn der Herr Jesus mal bei uns kommt, nicht für 1, 2, 3 Tage, aber lebenslang. Wo wird das dann sein? Jetzt habe ich das vor mal vorgestellt. Ich hätte viel Fernsehen, viel Programme und so was. Ich weiß nicht, ob Jesus einmal einverstanden worden sein und dort, was wir reden, oder dort, was wir chatten. Het lijkt van hij aan ons gesprek, aan onze rede als man en vrouw en met de tjena touw had. Het lijkt hij wordt niet ook helemaal einverstanden damit zijn. Also dat fällt mir immer bij, dat brengt mir einfach zum Denken. Wat wordt dat zijn? Wat wordt dat zijn? Want Jezus wohl bij ons woont. En dan jaren komen gaan je, wo we alles verstoppen, wo we alles aanvliegen. Wo wir alles loten, was wir nicht wählen, was wir nicht brauchen. Was wird da verstoppt? So deed hij ook in ons leven, weet je. Hij heeft einfach in ons woord en aan ons geest nemen, durch den Heiligen Geist, en ziet mal alles riesen. Dat is niet einmal interessant. Ja, op einmal is het hier, ja, hasch mal her, joh, wat is dit hier? Dat wil het mal traag maken. Wat is dit? Also, dit is plus een eerste gedanke. Het wel, zoals Edward zegt, in Jesaja 55, een paar gedanken mitteilen. Het mocht bloos, Edward, dat u dat verliest. Kannst du dat? Kan ook van euch zijn. Kan ik weer op naar euch wonen? Dan val ik niet leider naast in de klas. Stehe je dan net, nee? 55. Bitteschön. Ah, goed, ja. Ja. Todo capítulo? Ja. Während ihr dann Norberto Show zu bringen, wo ich dann... Steht das nicht. Jesaja 55. Nu komt, wem du darfst. Hier ist Wota verjünt. Je, die kein Geld haben, kommt, kauft und eet. Kommt und kauft Wein und Maag, ohne Geld oder Betonen. Waarom verbruik je je Geld verzond, wat nicht Brot ist? Oder je verdienst für dort, wat nicht zufriedenstellen kann?
Horcht nur wat ik zei, dan word je gouden te eten kriegen. En junte dat schijnste im Leben freien. Horcht nur dat, wat ik zei. En komt naar mij. Laat junte het groot worden. Dan word je Leben haben. Ik wil einen Bund met junte merken, der ab immer bestonen wordt. En junte truhartig goud zijn. Zolang als ik David weer. Ik zei junte aan, dat ze je zeien werden. Die de veldje leiden in je beiden duiden. Nu waar je veldje roepen, wat je vreemd zijn, zinnen wat niet kennen worden, wat je niet kennen, worden onerkend worden, wils de Herr je God, der wat voor Israël heilig is, je zo herrlich gemerkt heeft. Seht je dem Herrn, zolang als hij zich vingen laat, roept aan, wanneer hij nog dichtbij is. Der Beiser soll nicht mehr so leben als ich, und der Sünder soll andere Gedanken führen. Lot am Trägen um Herrn kommen, dort hij am konjenstig sein. Lot am sich nur Gott kehren, der viel verjährt. Je denken nicht so, als ich denk, und jene Wege sind nicht so als meine Wege, sagt der Herr. So viel Hecher aus dem Himmel über die Erde ist, so viel Hecher sind meine Wege als jene Wege. Und es mein Denken als jün Denken. Krijg so als der Regen und der Schnee vom Himmel fallen, und du nicht wahrer Träger hangehen, aber der Erde wässert. Dort der fruchtbar ist und wachsen lässt, und so zum Sehen und Brot zum Eten jaff. So soll mein Wort, wohnt ich red sein. Dort wird nicht lade ich Träger kommen, dort wird nicht lade ich nur mit Träger kommen. Dort wird dort tun, was ich haben will. Und dort tun, wo du dort gejeft ist. Je waren jün freien, wann je rütgonen. Je waren friedlich geleid worden. Die Bäume und die Hümpels waren für jün abschrien und singen. Und die Bäume waren klatschen. Der Zypress wurde dann in der Stadt von Speckers und in der Stadt von Struck waren die Myrtlen wassen. Dort wird eine Anerkennung für den Herrn sein. Dort ab immer bleibt und nicht weich jetzt. Halleluja. Halleluja. Dankeschön. So, dit is een interessante tekst en dit wordt als thema aangegeven voor ons als gemeente of als church. En zo is het ook hier. We hadden het al, oder Arno heeft het dort in Curitiba veel bearbeitet, heeft ja ook al daarover gepredigt. En mij als leerdienst heeft dat immer bij, ik mag immer die Kleinigkeiten zeggen, über den ganzen Thema. En verder dat we werkelijk naar een thema gaan, fällt mir dat bij, oder ich habe das auch geleerd, dat Jesaja-Buch een ganz interessanten is een ganz interessante boek. Hoeveel beetje heeft de ganze Bibel? Wer weet? Hoeveel beetje zijn in de Bibel? 66 beetje. Hoeveel in het Oude Testament? 39. Dan hebben we nog 27 beetje in het Nieuwe Testament. Nu is dat is niet zo geschreven worden, maar de mannen, ganz früher, als ze de Bibel aanvangen te drukken, als ze de Bibel aanvangen te drukken, dan wordt de ganze tekst een kapitel en een verse eigenlijk. Dat komt nog her. Jesaja heeft einfach zijn boek geschreven. En een lange boek. Dat heeft 66 kapitel. Hoeveel beetje hebben we in de Bibel? Hoeveel kapitel in Jesaja? 66. En wanneer we nu het ganze boek checken, het boek van Jesaja, ik hoop de beste niche die in Duitsland, vandaag nog. Maar wat we maken dat we 2 delen in Jesaja boek hebben. Het eerste deel dat je uit kapitel 39. Hoeveel beetje hebben we in het Oude Testament? 39. Het eerste deel van Jesaja is 39. Dat is zoals een Oude Testament en Oude Testament. En van kapitel 40 wieder, wat in 66, zijn 27 kapitelen. Dat is zoals een Nieuw Testament en Oude Testament neergeschreven. Dan is het nog zo. Ik kon nog wieder, zelf waren een beeldje. Dan is het nog zo. De 27 kapitelen, die zijn eigenlijk niet ganz genau, maar het is zo als van. En 3 delen van 1 kapitel hier. De eerste 1 kapitel van deze 27, die reden hauptsächlich van God, zijn macht, zijn kracht, zijn grootheid, hoe groot hij is.
Da steht zum Beispiel geschrieben, dort, man hat dort, kommt keiner, der dort nie sei, oder sich hier enorm stahlen. Da steht doch geschrieben, dass Edward von All sagt, dass jeder stehen, Gott weiß den Namen von jeder stehen. Stell dir mal vor. Die seien ja nicht mal alle. Also dort ist über Gott. Die nächste in Kapitel, die Rede über Jesus Christus. Oder sind vollkommen, aus dem Messias. Aus der Geschichte von Gott, der Gesalbte von Gott. Und dann der letzte, da wird der Heilige Geist angegeben. Der Geist von Gott, der wird kommen und da wird er angesagt. Das ist ganz interessant, du kannst das von heute Nachmittag mal lesen und so sein, ob das so wirklich ist. Jij wordt dat dan, bleiben. So, nu zijn we in 55 Kapitel, 55. Kapitel, en daar redet dan over Jesus Christus. En hier is verder nog wat interessant, omdat we dat in den Text ein bisschen verstehen. Wir sind hier, oder diese Geschichte handelt sich zu einer Zeit, wo ein Strich wird. Israel, das ganze Volk Jesu, das Land Gottes, das wie ein Strich. Nicht gerade in Jerusalem, das Brief oder das Wort wird nur durch die Jerusalem-Einwohner geschrieben, nicht gerade da, aber das Land wird. Wie weiter, oder die Geschichte verteilt uns, Gottes Volk, das ganze Land wie all gespalten, wie in zwei Teile. Am Nord und im Süden. Das nördliche Reich, dort nennt man sich Israel, und das jüdische Juda, oder das südliche Juda. Und das passiert alles in Jerusalem. Das nördliche Reich, dort wie ein Strich. Die Assyrien, ja, Assyrien. Dort wäre ein Reich, die kommen nur Nord und nehmen alles an. Naja, das hält sich auch ein. Die Bildschirme werden sich dort all nur forscht. Und nun kommt ein Wort zu den Einwohnern in Jerusalem. Manchmal hier, die sind in Gefahr, die haben Schiss, die haben Angst, wo all das Trouble dort kommen kann. Und manchmal fallen wir, oder wir fallen uns, manchmal auch so, ich weiß nicht, aber mir geht manchmal so. Wo wird es mal gut kommen? Wo wird es mal werden? Mit all das in uns Leben passiert. Als lieber Herr Jesus, der hat eine Verheißung oder eine Versprechung gelassen. Das ist nicht einfach. Ich habe mal ein paar Mal gesagt, warum bist du hier gewesen? Und so wird gesagt. No mundo tereis aflições. In der Welt wirst du Trouble haben. Aber zu Wort. Warum hat Jesus so was gesagt? Also das ist eine Versprechung. Wir wollen nicht loskommen von dieser Welt ohne Trouble. Ohne Probleme. Ohne, naja, whatever. Was ist? Ohne bedreigt zu sein. Aber dann sagt es wieder, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sie munter. Ich habe die Welt überwunden. Da ein Mikrofon. Ich habe die Welt überwunden, aber gewonnen. Ich habe gewonnen. So, aber wie wollen wir Probleme haben? Und hier wird es kreuz so. Die Menschen, die dachten, wo wird es sein, wenn der Schritt auf einmal an der Stadt kommt? Und dann sagt er, und das ist noch im Bild, die Menschen, die gingen, oder da wären ein paar, die gingen in der Stadt und verkauften Worte. Die hatten vielleicht eine Korn, so, vielleicht geraten, ich weiß nicht wo, er hat kein Bild davon. Und da wird Worte gekauft. Und auch Brot verkauft. Und Gott sagt auf einmal zu seinem Volk, ey, die brauchen das nicht. Dort scheipen, aber ich habe was Besseres. Kommt zu mir und scheibt ohne Geld. Die können scheipen ohne Geld. Das wird schön sein, wenn wir können einfach gehen und uns Brot, uns Brot, dort wo jeder Tag brauchen, ohne Geld zu schreiben. Aber das ist eine Einladung, um dort wie die Gnade von Gottes oder Gottes seine Gnade annehmen. Für all die Situationen, all die Trouble, all dort, was uns Leben passiert. Das ist eine Einladung. Ey, kommt zu mir und schreibt ohne Geld. Wir brauchen nicht Geld, um dort haben, oder dort zu schreiben, was ich ihm geben will. Da wenn es in Vers 3, kann ich nochmal auf Vers 3, dann kannst du den noch lesen, wenn du den hast. Da ist kein Wort, das ich will hier sagen. Hier muss harsch mal. Das ist, wenn Gott in der Stadt steht, fällt sein Falschen, man brüllt harsch mal, was ich zu sagen habe.
Hey, hier geef je hun geld omdat wat niet beschafting brengt. Het wil je wat geven wat forever, wat voor immer geld wordt zijn. Want is nog wel achteruit. Hark nu dat. Mag het alle? Ja, dat. Hark nu dat. Hartman! Wat ik zei. En kom naar mij. Laat je het groot worden. Dan wil je leven hebben. Ik wil in een bund met je werken die op immer bestaan wordt. En je terug wat ik goud zijn. Zoals ik David weer. Angst. Dat is de Teil davon. Manchmal lesen wir die Bibel, als wenn wir eine Zeitung lesen. Oder in een Buch lesen. Die Bibel is das Wort Gottes. Dat moet bedrängt worden. Naja. So. Nu is het ganz interessant. Jesus heeft vielmaal deze uitdruk gebruikt im Nieuwe Testament, als hij hier predigt. Hors mal her. Hors mal. Wer oren heeft, der soll horchen. Als waren die oren toch wat andere zijn toch. Die zijn toch toen horchen. Aber es ist nicht so, manchmal wie hier in der Predigt lesen die Bibel, horchen dit en horchen jan, en wie verstehen das nicht. Oder, wie merken nicht dort, was die Bibel uns sagt, die sollen das tun. Die sind nicht gehorsam. Dort meint Jesus schreit, hey, horch mal her. Brok deine Ohren zum Horchen en gehorsam zijn. En hier is het krijt zo. Dat is het Oude Testament. En dat is wanneer Jezus, onze God, ons lieber voor den Himmel brelt in de stad. Horch mal, check mal naar mij. Het gaat een aanloning. Het gaat iets wat voor jullie. Het gaat wat voor jullie, wat een zonst is. Die breken niets dafür tun. Wat is het? Een bond. Da sind Verheißungen und Versprechungen in einen Bund festgestellt. So als hij mal, das ist Vers 4, so als mal früher nur David gedaan hat. Er hat David versprochen, libero promesses. Hij zat versprechingen vrij. Ja, nur David. En deze zelden zijn nu ons ook vrij hier. En dat meint, dat wat God naar David versproken had, dat geht alles naar Jezus. Dat fließt alles naar Jezus. En wanneer we überhaupt zo, nu wil ik nog wat zeggen, wanneer we Jezus Christus zijn naam nemen, daar is een significado, Eine Bedienung. eine Bedienung. Die moet zeer wichtig für uns sein. De naam Jezus, was sagt, dat meint, oder dat sagt, oder dat meint Radung. Also Jesus ist Radung. Und wenn wir Jesus Christus sagen, dann verstehen wir dort, diese Radung von Gott sind gesollte enviado, gescheiter Mann gekommen ist. Hast du das verstanden? Christus meint, gesollt, Christos in Griechisch, en Mashiach auf Hebräisch. De Sprache, wo die Bibel geschrieben ist. Das meint, Jesus oder Gott hat irgendwo den geschenkt, dat is zijn zoon, dat nennt sich Jesus. Dat meint Radung, geschenkt von Gott. Also wenn wir den Namen Jesus Christus brauchen und reden, dann ist da auch eine Predigt dabei. Die sind Namen. Der Radung kommt von Gott. Der Radung ist da, wie es Gott seinen Sohn geschenkt hat. En de Radung ist frei für alle. Da ist ein Bund gemacht. Gott hat einen Bund gemacht. Wir verstehen das manchmal nicht, und die wollen einfach eine Bildschau haben, das Jahr vielleicht. Ich weiß nicht, wann macht die gleich. Sieht man wie? Die Bildschau, wo wir eben die Bunde, die verschiedenen Bunde als Allianzen, was in der Bibel sind. Und wo Gott die Geschichte alle trägt schockelt, wartet nur Jesus Christus kommt und wartet nur uns kommt. Und nu ist hier ganz wat interessant. Der Bund von Gott, dort wat Gott macht, dat is immer durch zijn Treuheit, amor eterno e constante, Treuheit, Misericordia en Fidelidade, treuwürdig. Van in Portugees. Lieftallig, dat is het woord in Platitsch, lieftallig en treuwvallig. Truhartig. Lieftallig en truhartig. Treuhartig. Lieftallig en treuhartig. Nou, dat zijn verschillende. Manche Texte oder Bibelverse, wat über das reden. Gott hat einen Leib, der ist für immer und er ist kreuzlich.
Manchmal heeft het zelf etliche Christen oder believers oder die wat aan God leven. Nou ja, vandaag heeft God mij niet krijgt zo lief als gisteren. Ik kon nog een beetje leven zijn. Dan wordt kon mijn leven vielleicht een beetje einfacher zijn. God zijn leven is ewig. En constant, dat ändert zich niet. Dat je niet in hecht, ook niet nooit. Wie feilen dat weniger oder meer? Dat is je nachdem wie dichtbij van God zijn oder niet. En dat zijn fideliteit, dat zijn Truhhartigkeit. Nou ja, dankzij. Truhhartigkeit is krijgt zo. God heeft zijn versprochenen, zijn verhessen al gegeven. Die zijn al in de Bibel geschreven, die zijn daar. Nu moet we gehoorzaam zijn om dat te schreeuwen. En viele denken, nou ja, God heeft niet versproken, ik wil een gouden leven hebben. Ja, maar hij heeft ook gezegd, wat du doen sollst, omdat du een gouden leven hast, omdat de versprokenen door zijn. Zum Beispiel die nächsten lieben. Liebhaben. Einfach. Gott liebhaben. Mich liebhaben. Den Nächsten, die Mensch, die ich bei dir sah, liebhaben. Ganz liebhaben. Nicht bloß mehr. Na ja, ich kann sogar die vertragen, wenn du Sonntag in der Church bist. Das meint wirklich liebhaben. Und die Menschen zum Beispiel verzeihen für all die Fehler, was sie tun. Das sind 2 oder 3 ganz einfache Sachen, die uns da in Gehorsam bringen, um dort die Verheißungen und versprochene Gott in uns Leben vor dich worden. Ich sage Gott manchmal, du hast einen großen Trouble mit mir. Ich zie für dich einen großen Trouble. Das sei ich nur wert. Dann sieht nicht einmal ganz so ein guter Mensch. Ja, manchmal dann geht es so dumm. Dann wird man bossig mit diesem Jahr. Met de vroeg, we zijn nu meest 45 Jahre befreit, aber dann erst manchmal auch noch ich würde nicht sagen Zank, aber da sind wir uns nicht ganz einig mit etlichen Sachen. Und dann, ich weiß nicht, ob es hier in Bolivien auch passiert, aber in Curitiba oder in Brasilien da reden die Menschen viel von den anderen Menschen. Na ja, die predigt die Wenigkeit dort, was ich hören will. Na ja, die Leider, die können auch anders sein in der Andacht. Nou ja, Jan Mensch die heeft zich zo benomen, maar dat kon ook anders zijn. Die namen dat julgamento. Julgar, falar mal. Nicht Geld reden über die Menschen. Rechte. Ja. Maar dat passiert bloß in Brasilien. Und dann, wenn man so Tag lässt, dann kommen wir weiter in gehorsamen Weg, um dort die Verheißungen, Versprechungen sich auch erfüllen. Und dann sagt Gott, du hast ein Problem mit mir. Und pass auf, wo du das hörst. Nur Himmeltau, Himmeltau. Gott konnte niemals irgendwie einen Tag lassen und nicht lieb haben. So schlecht als der Mensch ist, er kann das nicht. Und sie hat sich eingebaut in sein Wort. Psalm 89, Vers 14, sagt dort, Recht und Gerechtigkeit, es vergott sein Gesetz. Und all dort, was er deed, es ist sein Leifvalligkeit und Truhhartigkeit. All dort, was Gott macht, es ist das. Also, er kann einfach nicht lassen, einfach mal leer sein, auf nur weil ich die nicht lieb habe. Du hast nicht, mag der Gramm geschnitten oder Rasen Du hast nicht für ein großes geschnitten. Du hast nicht für ein großes geschnitten. Du wolltest nicht so lieb haben als gestern. Weißt du, das kann Gott nicht. Dann haben wir den schlimmsten Sinn gemacht. Gott lässt uns nicht tun. Er kann das nicht. Deswegen sagt Gott, er hat ein Problem mit mir. Wir sind kein Sünder. Du bist ein Sünder. Wir sind alle Sünder. Ob wir das nur annehmen oder nicht. Wir machen noch Fehler. Und das ist in unserer Natur. Aber Gott lässt uns nicht tun. Deswegen schritt er hier in der Stadt, hör ich mal, was ich dir zu sagen habe. Ich habe für dich was geldet. Ich will das Beste für dich. Nu wil ik nog Vers 6, 8, kannst du mal? Noch einmal lesen? Ja, noch mal lesen, bitte.
Seht dem Herrn, solange als hij sich fingen laat. Raubt hem, wanneer hij nog dichtbij is. De Böse soll nicht mehr so leben als ich, und der Sünder soll andere Gedanken führen. Lot am Trägen Herrn kommen, dort er am kann jensig sein. Lot am sich nur Gott kehren, der viel verjäft. Je denken Ja, dit nog, dit wel. Je denken nicht so als ich denk, und jene Wege sind nicht so als meine Wege, sagt der Herr. Wieder. Ons nog. Beste Jesus. Das ist so viel Sonnenschein falsch. So viel Hecher aus dem Himmel über die Erde. So viel Hecher sind meine Wege als jene Wege. Und als mein Denken als jene Denken. Nou nog wieder. Even dat woord wat niet treden. Gleich heb ik ook zo zeggen. Krijgt ze aus der Regen und dort Schnee vom Himmel fallen und dort nicht wahre Träge hingehen, aber der Erd wässert, dort der fruchtbar ist und Wasser hat und so zum Sehen und Brot zum Eten jaff. So soll mein Wort, und ich red sein. Dort wird nicht ladig nur mit kommen. Dort wird dort tun, was ich haben will. Und dort tun, wo het dat je geeft is. Ja, dankzij. Dankzij. Nog. Zo, hartelijk je danken. Je danken. Dat ook. Dit is ganz interessant. Wie ich weiß nicht, wie jung, aber bei mir ist es manchmal so, ich habe diese Trouble oder diese Situation, die muss gewählt worden. Gott, du kannst es mal so oder so tun. Hast du mal Gott so angebeten? Und an dem mal den Weg gewesen, was du wolltest? Oder habe bloß ich so gesehen? Das kann so. Aber dann sagt Gott ganz utrechtlich, hört mal her, so ist je denke ich nicht. Jede Weg sind nicht meine Wege. A português, os teus pensamentos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos não são os vossos. Gott heeft andere wegen om de zaak terug te maken. En normalerweise, wenn man Gott irgendwo versagt, dann deed dat kruid anders. Dan deed het kruid anders. Wenn man sich wat uitgedacht heeft, so, nu wordt het zo passieren, dan deed Gott kruid dat jij deed, kruid anders. Want dat is ook bloos net niet passiert. Dat is niet zo. Gottes Sinneweien zijn ganz interessant. Die zijn, nu had die waarde, caminho perfeito, Perfecte Weg. reto e eterno. Perfecte weg, Dat zijn perfecte Weg, dat zijn gelijke Weg, Leefweg en ewig leven. eeuwige Weg. Dat zegt de Bibel op verschillende steden. Immer perfecte weg, Gelijke Weg. gelijke weg en ewig leven. Wie denk je immer om vandaag en om morgen? Gott heeft zijn aanzicht om de eeuwigheid. Hij wil ons doorbrengen. Dat is anders. Onze gedanken, die komen niet zo ver. Wie willen onze rekening morgen betalen? Morgen is maandag. Dan moeten we de rekening betalen. Dan moeten we op arbeid komen. Dan moeten we bidden om regen. Het land is dreig. Dan hebben we al onze zorgen. En Gott schickt einfach, na ja, ich will nicht leise, aber ich schickt nur die Ewigkeit. Die Gedanken sind nicht meine. Die Wege sind nicht meine. Ich denke anders. Dat is anders. Also, wat is die Versprechungen en die Verheißungen in der Bibel annehmen, dat is für uns. En wir wollen auch Frieden haben, en wir wollen glücklich leben. All dat wat in der Bibel geschrieben steht über uns. Wir wollen auch genug Geld haben, sogar so viel um de andere liegen. Dat is in 5. Mose, Kapitel 14 en 15 steht so wat geschrieben. Ich habe mir dort angenommen. Gott, das ist was für mich. Ich habe noch nicht so viel Geld um andere liegen. Komm nicht nur an. Aber da ist eine Verheißung, eine Versprechung. Wir können so weit kommen. Als mal dachte ich anzufahren, was al meest dachte ich ja, halt wir so, wir wären nicht so schaftig in der Church, wo wir wären, dann mussten wir einfach, wir mussten wachen oder irgend so, das wäre nicht die ganze Tag. Und dann vertaal ik met mijn vrouw een middagstijd daarover, een middagmaaltijd. Dan zei ze, nou ja, nu is het al mijn strijd door. Dat er in mijn vers, een kapitel dat ik mijn kopje heb. Jesaja 46. Nou ja, wat steht da geschrieben? Ich weiß nicht, habe ich gelesen. Maar vrouw,
hebben een probleem, je hebt trouble. Daar kon de antwoord zijn. En daar weer de antwoord. Daar staat ongeveer zo geschreven, het je wat je opjoent, wat doet de op je post. En het wordt ook wat je uit worden oppost. Also dat hebben ze gewoon een woord geschreven. Dat is een vergissing. Also, mijn vrouw dacht dan zo. Die had dan nog steeds met te reizen, met een auto. Hij heet het niet schijn. En op einmal zei hij, nu kan ik niet meer Schiss hebben. Die zei, het moet oud worden. Het wordt oud worden. Also, van wat passiert, dan beet, omdat het opwaart, resuscitaat op. Dat ik van dood afwijk. Ja. En in het wordt zo passiert, dan moet ik nog leven. Dat kan niet zo zijn. Dan hadden we feitje een aanval, krijgt het zelfs, nee, die worden oud. Die zijn nog niet oud genoeg. Ik had hier een aanval, nee, dat is ook niet genoeg. Het wordt oud worden. Mijn oergrootje wil ik nog zijn. Niet plus de grootje. Also dat is een vergissing. En dan leert man op dit te leven. Zo leven als dat een werkelijkheid in ons leven is. Als wanneer het werkelijk zo is. Is dat te verstaan? A convicção do cumprimento das promessas na nossa vida. Deus promete e nós vivemos na convicção de que as promessas estão se cumprindo. God verspreekt. En die leven zoals van de verspreching nog al bij ons zijn. Ja. Die zijn nog niet uit, maar de verspreching was door. Dat nennt man zich een gelovenleven hebben. En dat houdt oppassen. Het moet oppassen. Het moet je op mijn gezondheid oppassen. Het gaat de verspreching, maar het moet oppassen. Het is ganz gezond. Het moet oppassen dat. Je moet op een goede schoen of exercities maken. En eten een beetje oppassen, al dat we doen. En we moeten onze ouderen eren. Dat is een vergissing, wer de ouderen eert, die wordt lang op het leven. Maar we oppassen. Die gaan nog plus onze schwier, oder meine Schwieger im Leben, maar wat we daar eren en oppassen. Daar onze dan het Kleinigkeiten, omdat dit alles zich werkelijk en erfüllen kann. Es ist zu verstehen. Daarbij zegt God, van mijn woord, dat kent niet terug. Ohne dat het werkt, wat het gescheit is. Minha palavra não volta vazia. Mijn woord komt niet leerig terug. Zelfs als er reinfällt, oder de Schnee fällt, en kan niet terug, zou es mijn woord ook. Dat kan niet terugkomen. Dat moet zich erfüllen. Het is zo etliche Sachen geleerd de laatste Monate oder laatste Jahr. Hier ist es so selbstverständlich, was wir sagen, du kannst wieder nicht leiden, oder das Essen. Deus não pode frustrar a minha fé. Gott kann mein Glauben nicht frustrieren, oder nicht traurig machen. Nicht traurig machen, nicht zu Unglauben kommen. Gott deed dat nicht. Hij ist der Gott von der Unmöglichkeit. Door wir keine Möglichkeit mehr ist, dann wird Gott anfangen zu wirken. Bolívia pode ter uma colheita sem chuva. Bolivien kann eine Ernte kriegen ohne Regen. Dit is Gott ein Wundermann. Manchmal, ich lebe in Brasilien ist es so. Die Menschen leben nicht mehr so viel an Wunder. Das war alles muss natürlich passieren. Nee, Gott arbeitet nicht mit seinen natürlichen Sachen. Er ist obernatürlich, sobrenatural. Übernatürlich. Hij wil immer wat andere doen. Ele é o Deus do impossível. Hij is de God van het onmogelijke. En zijn woord is krijgt zo. Dat brengt ons tot de onmogelijkheid. Door moeten we gaan. Door moeten ons geloven gaan. Door moeten we gaan. Dat is zijn woord. Zijn gedanken zijn niet onze gedanken. Mijn weg is niet de weg wat God voor ons heeft. Hij heeft veel beter gedaan. Ik heb nu Jeremia gewonnen, 29. Jeremia 29, Vers 11. Ik heb dat goed überdacht, zegt de Heer. En wat ik voor jullie geplant heb, is vrede en erfolg en niet Schulden. Ik wil jullie een toekomst en hoopning geven. Dan wil je mij aanbidden en je worden nur mij vrouwen.
En ik word nu jullie harken. Je wordt met een kanjet hoort hengeron no mi zanen. En je worden mi vingen. Ja, dank je. Wacht hier. Zo, Jeremia, de profeet Jeremia, die leeft al aan een andere tijd. No Jesaja. Hier werden de ganze inwoner van het Zuidische Rijk al naar Babylonië gegaan. Exilio, dat zegt man exilio. Naar gevangenschap gegaan. Ja, das ist nicht uns Gefangenschaft, aber ist doch. In een andere land. Er wurde einfach gut, musste wegtraatje naar een andere land. Daar kunnen ze leven. Dit is krijgt in het 29e kapitel, es krijgt een brief, naar die wat daar zijn. In God zegt tegen de profeet, hou je hier, nu je daar wonen. Je moet je schafen maken, afchecken, go te bevrijding mal. Dat moet geen arbeiden, wie het wordt nog 70 jaar, die hier wat je wel terecht komen. En dan zegt er zo, wat hier in vers 11 steht. Hou je hier, de plannen, die gedanken, wat ik even jong heb, die zijn immer friedliche gedanken. Die zijn niet om slecht. Manche heeft het zo, Gott heeft mij niet zo genoeg lieb. Hij wil mij irgendwas Schlechtes wiesen. Hij wil mij bestrafen. Wie seid nicht ganz so lieb gewesen sein. So wird jeft het nicht. So wird jeft het nicht. Die weiter dort auch. So wird jeft het nicht. All Gott ist seine Wege und seine Pläne. Das sind Pläne, die passen. Das sind friedliche Pläne in Gedanken. Terwijl, omdat we een hoop niet hebben. Omdat we een verder kennen. Dat wat nog heen blijft, dat blijft zitten. Dat is een lijst. We willen nog verder. En we nog verder. Daar wil Gott ons aan. Wil Gott ons aan. Überhaupt, het lijkt de ganze Church in de wereld, moet zich mal een beetje bemühen naar de eeuwigheid te checken. Stel je maar voor, naar 2 biljoen, 345 miljoen, 603.255 jaar wirst du nog leven. Kannst du das verstehen? Hast du mal für ihr Stand die Geburtstagstag? So viel Kerzen? Candles, Tonlichter. Was du da sagen? Die gehen in die Ewigkeit. Die wollen diese Welt warten. Das ist nicht uns ganze Leben. Und manchmal vergeht wir das. Ein Leben, als wann wir hier einkommen. Nee, die hat die ganze Ewigkeit für uns. Und darum muss wir jetzt. Jesus hat uns geraten für das ewige Leben. Es sei manchmal so und denkt so, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, er hat nicht sein Blut ranlassen, um meine Rechnungen zu holen. Dat is dabei. Aber das zweite, das Ziel, wie das Erdchen du raden können, in der ewige raden kann. So op solche dagen wat we komen, door brengt God hier hartstikke, het is een geschenk. Geschenk van de Gnade. Dat is een Gnadengeschenk. Dat is een Gnadenweg. En die moeten we dat aannemen. Mijn gedanken zijn niet jullie gedanken. Mijn wegen zijn niet jullie. En we moeten tot deze weg gaan. Dat is dit is een boodschap wat we hier aannemen zijn. En om Gottes zijn Wunder gelijk. Wie gleicht an Gottes zijn Wunder? Die moeten an Gottes zijn Wunder gelijk. Die sind da. Und wenn alle Sachen allmählich worden, dann fängt an Gott wirklich zu wirken. Durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. So, es geht wirklich, es macht wirklich. Dat dit, die hoort never champ. Ja. So. En dat de God is zijn stem hier is. Buscai enquanto se pode achar. Seht, wann du nach Fänge kommst. E dat heeft al darüber geredet, ik denk, maar ik word er vielleicht ein Tag noch. Das ist als van, naja, nu fängst du mich, sagt Gott, morgen vielleicht nicht. Also wir haben eine Gelegenheit. Hier ist es immer so, der Zeit ist nicht normalerweise, wenn wir Tag oder Stunde teilen, aber das ist eine Gelegenheit. Das ist ein Text, das ist ein Kapitel, das ist eine Gelegenheit, was wir haben, ein Tempo der Opportunität, was Gott uns schafft, um das wirklich auszuhalten und darüber zu denken.
en zo te leven zoals het geschreven is. Werkelijk om zijn verheißingen en zijn versprochenen geloven en zo leven. Als wann die al werkelijkheid in ons leven zijn. Amen. 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 Danke. Amen. Amen. Halbe Stunde zum